Lila Sutter ist Yogini, Yogalehrerin, Energieheilerin und studierte Theologin. Und sie ist Podcasterin und hat kürzlich auf Social Media einen Kommentar aus non-dualer Perspektive geschrieben. Weil ich schon ein paar Mal gefragt worden bin, was es mit dieser Non-Dualität oder eben nicht Zweiheit auf sich hat, habe ich Lila zu einem Gespräch eingeladen. Wir haben darüber geredet, wie Lila zur Meditation gekommen ist und wie eine tiefe Krise nach einem schweren Schicksalsschlag ihre Suche geprägt hat. Sie hat definiert, was sie unter Erwachen versteht und wie sie das selber erlebt hat und erlebt. Ist Erwachen etwas Plötzliches oder etwas Graduelles? Was braucht es dafür und welche Art Meditation eignet sich? Auch das sind Fragen, die wir diskutiert haben. Lila hat auch vom traumasensitiven Yoga und den möglichen schwierigen oder sogar negativen Effekten von Meditation erzählt. Auf die Non-Dualität und wie Lila sie erlebt, sind wir eingegangen. Spannend ist da die Abgrenzung von Gleichmut und Gleichgültigkeit gewesen. Abgeschlossen haben wir das Gespräch dann mit dem Unterschied vor und nach der Lila ihrem Erwachenserlebnis und der Frage nach der Integration in den Alltag. Weil Lila in Amerika war, haben wir die Aufnahme über das Internet gemacht. Ich habe das Gespräch und der Lila ihre offene Art trotzdem sehr genossen und ich hoffe, es inspiriert auch dich. Bevor wir einsteigen, noch ein Bitte. Hilf, den Podcast zu unterstützen. Empfehlen weiter. Mundpropaganda ist das Beste. Schick zum Beispiel die Folge an Freunde, die interessiert sein könnten. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und hinterlasse am besten auf deiner Podcast-Plattform eine Bewertung oder einen Kommentar. Das macht den Podcast für andere einfacher auffindbar. Und wenn du willst, kannst du auch etwas an die Produktionskosten spenden. Die Kosten sind vor allem Hosting, Abos für Social-Media-Tools und Billette für Fahrten zu den Gästen. Die Angaben findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Jetzt aber eine spannende Zeit mit der Lila Sutter. Das ist Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit der Lila Sutter. Die Lila praktiziert seit über 15 Jahren Yoga und unterrichtet seit 10 Jahren. Sie hilft Menschen, ihre Nervensystem neu auszurichten und ihre Körper zu heilen. Für die Lila ist der Körper ein Tor zur Verbindung mit der Quelle, die letztlich die Heilung bewirkt. Ihre akademische Suche nach Wahrheit hat sie zum Master in Theologie an der Uni Zürich geführt. Aber ihre wirkliche Erkenntnis hat sie auf der Yogamatte gefunden. Sie hat das Yoga-Lehrertraining absolviert und ihre Kenntnisse im fortgeschrittenen Training im Vinyasa Flow erweitert. Zudem hat sie sich in Restorative Yoga weitergebildet und 2020 das Zertifizierungsprogramm für traumasensitives Yoga vom Center for Trauma and Embodiment in Boston abgeschlossen. Der Lila, ihre unstillbare Wissensdurst, führt sie kontinuierlich zu neuen Lehrmöglichkeiten. Sie hat mit Bewegungsexperten wie Vincent Martinez Grieco und Bruno Caverna gearbeitet. Darüber hinaus befindet sie sich in einer fortlaufenden Mentorschaft mit der Kieran Trace und integriert deren ihre Lehre und ihre Bewegungspraktiken. Lila ist auch Energieheilerin. Ihr Fokus liegt darauf, die traumatischen Schichten im Körper aufzulösen und das System mit der Energiequelle zu verbinden. Und sie hat auch einen Podcast zusammen mit dem Pfarrer Patrick Schwerzenbach. Der heisst Holy Embodied, weil eben unser Körper der einfachste Weg zu Gott ist. Lila, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Danke für die Einladung und danke für die Introduktion. Ja, die habe ich auch von deiner Website zusammengeklaut. Ja. Trotzdem, ich höre gerne zu. Sorry. Ja, das ist gut, wenn dir deine Website nach wie vor gefällt. Ja, voll. Ich bin ja über deinen Podcast auf dich gestoßen und kürzlich hast du auf irgendeinen Post auf Social Media etwas aus non-dualer Sicht kommentiert. Und ich habe schon ein paar Hörerinnen gehabt, die gesagt haben, was ist eigentlich das mit dieser Non-Dualität? Und verschiedene Lehrerinnen und Lehrer, die ich interviewt habe, die haben das auch recht unterschiedlich definiert. Und da habe ich gedacht, ja, das wäre mal noch interessant, mit dir zu reden. Aber vielleicht steigen wir nicht ganz so steil bei der Non-Dualität ein, sondern eine ganz klassische Frage. Wie bist eigentlich du zur Meditation gekommen und was ist Meditation überhaupt für dich? Wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, meine allererste Berührung damit war in meinem allerersten Yoga-Retreat. Irgendwann ist Anfangs 20, wo wir am Morgen einmal meditiert haben. Und das habe ich eigentlich noch gut gefunden. Und dann ist es aber einen Moment gegangen, bis wirklich zu einer
ja, weißt, zu so einer täglichen Praxis geworden ist. Mhm. Und irgendwann ist das aber, ja, ist das passiert und es ist dann aber lang auch so ein bisschen an einer Oberfläche geblieben und ich habe es einfach gemacht. Also, oder, wie man das halt dann so macht, als gute Yogini. Ich stehe um 5 Uhr auf, ich sitze für eine halbe Stunde, tu meine Schnaufsachen machen, bla bla bla. Und dann, als ich mit der Kieran angefangen zu arbeiten, dort ist es, wo es wirklich, wirklich in eine Meditation hineingegangen ist, im Sinne von einfach in dieser Stille innen landen und dort zuerst hängen, verweilen in der Stille inne und dann über die letzten paar Jahre, 8 Jahre sind es glaube ich mittlerweile, immer wie tiefer reingehen und immer wie tiefer quasi so entdecken, aus was ist denn eigentlich das alles gemacht, das Leben, die Welt. Und für mich ist Meditation, glaube wirklich, dass das im Moment innen landen, in der Stille innen landen. Mhm. Jetzt hast du Kieran erwähnt. Ich glaube, die kennt da in der Schweiz wahrscheinlich nicht so viele Leute. Kannst du vielleicht das Wort sagen, wer das ist und was sie für einen Background hat und wie du zu ihr gekommen bist? Ja, sie ist meine Mentorin, eben seit etwa 8 Jahren. Ich habe sie über einen Podcast gefunden. Der Podcast heisst «Buddha at the Gas Pump», vielleicht kennst du den. Mhm. Der ist recht gross und bekannt und der Typ, der den Podcast hostet, der Rick Archer, er ladet viele Menschen ein, die erleuchtet sind oder einmal sagen, sie sagen es. Und ich weiss noch, ich habe Kieran gehört in dem Podcast und ich habe gewusst, okay, dort ist etwas wo mir jetzt in dem Moment hilft, weil ich habe den Podcast in einem Moment gehört, wo es mir wirklich überhaupt nicht gut gegangen ist, wenn ich so am tiefsten Punkt von meinem Leben war. Und es ist ja einfach klar gewesen, okay, dort ist etwas, ich weiss doch auch nicht, wie will man dem sagen? Dort ist Wahrheit. Einfach durch die Art und Weise, wie sie geredet hat. Und sie hat, ihr Hintergrund ist null spirituell. Sie hat aus dem Nichts heraus ein riesiges Erwachenserlebnis gehabt, also wo sich wirklich alle Formen aufgelöst hat und nur noch Licht. Und sie hat nicht mehr so recht gewusst, wie orientieren. Und dann zusammen mit Eckhart Tolle, der recht bekannt ist, oder? Mhm. Und Adyashanti, auch ein grosser Name in dieser non-dualen Szene, hat sie sich dann wieder so, ist das Ganze integriert worden und sie hat aus dem aus ihrem eigenen Erleben wie soll ich sagen, ja, wie so eine Art ein Werkzeugkoffer zusammengestellt, wo sie jetzt anderen Leuten weitergibt und wo mega pragmatisch und praktisch und wirklich so ins Leben integriert, weißt, ist. Nicht eine Höhle auf dem Berg zurückgezogen, weg von allem. Du hast jetzt gesagt, du seist in einer schweren Krisensituation oder nach einer schweren Krisensituation zu ihr gekommen. Ich habe, glaube ich, irgendwo auch gelesen, dass auch du irgend so eine Art des graduelles Erwachenserlebnis gehabt hast. Ist denn das wild oder wo du mit ihr gearbeitet hast oder ist das schon vorher gewesen und du bist quasi auch zu ihr zum Antworten zu finden, was du eigentlich erlebt hast? Das ist eine mega schwierige Frage. Also ich erinnere mich, das erste Mal, als ich dann in so einem Retreat war mit ihr, hat mich jemand gefragt, ja, wann war denn dein erstes Erwachenserlebnis gewesen? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, ich glaube, ich bin so da angekommen. Also es hat mich immer schon, es ist wie immer schon klar gewesen, dass was man sieht und kann anlangen, das ist nicht alles. Mhm. Also das ist das ist immer schon klar gewesen. Und dann natürlich, oder, das ist vor 8 Jahren, hat mein damaliger Partner, sich Suizid begangen. Mhm. Und das ist, also das hat meine ganze Welt gesprengt. Also es ist wirklich alles auseinandergefallen. Und ich bin mein Gefühl ist, ich stehe in dem Trümmerhaufen und habe wirklich einfach so hart keine Ahnung.
so hart keine Ahnung. Und dann ist wieso, mich hat das mit dem Erleuchten und so, es hat mich nie so mega fest interessiert. Also ich habe das nicht mit einer Dringlichkeit irgendwie gesucht oder, obwohl ich immer so in dem, wie sagt man, wieso schon so ein bisschen um das herumgekreist bin, aber es war nicht so der Fokus gewesen, überhaupt nicht von meinem Leben. Ich wollte einfach, dass es mir gut geht und ich mich gut fühle. Und dann aber eben in dem Trümmerhaufen war es so, hey, what the fuck, wirklich. Jetzt wäre es, also irgendwie könnte man ja jetzt mir auch sagen, was das alles soll. Und dann bin ich wirklich gezielt, habe ich dann angefangen, so sogenannt oder wirklich erleuchtete Menschen anschreiben und so habe ihnen erzählt, was passiert ist und habe gesagt, du, aus deiner Perspektive, kannst du da etwas sagen dazu? Und dann habe ich habe dann Kieran auch gehört in dem Podcast, habe angefangen mit ihr zu arbeiten und durch das Arbeiten mit ihr und durch das wirklich so, ich habe ja wie quasi alles aus meinen Händen, ich habe wie alles aus meinen Händen gegeben in dem Moment, mein ganzes Leben, meine Karriere, wer ich gsi bin und so. Es ist ja wie mit dem Suizid alles weggefallen. Ja, und das hat so viel aufgebrochen, dass ich weiss auch nicht, jetzt, wenn ich jetzt zurückschaue, es hat fast gar nicht anders können gehen als mitten in die Realität. Ich weiss nicht, macht das Sinn? Ja, es macht Sinn, aber es nimmt mich zwei Sachen Wunder. Das eine ist eine sehr unmittelbare Frage. Du hast gesagt, du hast dann mehrere so sogenannte erleuchtete Menschen angefragt. Mhm. Was haben die für Antworten gegeben auf deine Situation, auf eine Situation nach dem Suizid von einem geliebten Menschen? Viele haben gar nicht geantwortet. Und mit jemandem habe ich angefangen zu streiten. Das ist so lustig. Weil er hat gesagt, er hat quasi, oder was mir geblieben ist von dem, was er gesagt hat, ist, schau nicht zu mir, sondern schau auf dich selber oder such dich selber oder irgend so etwas. Und ich habe gefunden, ja, aber wie denn? Also, ich bin so in dieser Verzweiflung drin. Sag mir doch nicht, ich soll selber schauen. Sag mir doch einfach, was ich jetzt machen soll. Das ist so, ja. Das hätte ich mir gewünscht und jetzt im Nachhinein, oder irgendwann ist auch, dann habe ich ihm auch geschrieben und habe gesagt, hey, du hast ihm fast so recht gehabt. Danke vielmals. Aber damals hast du weitergesucht. Aber damals habe ich einfach etwas anderes gebraucht, oder? Ich meine, wenn jemand dermassen am Boden ist, oder, und dermassen verzweifelt, dann ist es nicht super compassionate, super mitfühlend, ja. wenn du einfach sagst, hey, im Fall, schau doch einfach, was die Realität ist und dann ist alles klar, oder schau zu dir selber oder auf dich selber und dann wird es dir schon klar. Dann braucht es ein bisschen so Schrittli für Schrittli sanft, liebevolle Führung oder ja, doch Führung, Guidance, die ich dann mit der Kieran gefunden habe. Mhm. Und eben auch so das ganz praktisch-pragmatische, oder? Weil es ist, eben der Körper ist ja dann auch, ja, den muss man ja mitnehmen. Oder den darf man mitnehmen auf die ganze Reise. Und das ist ein mega zentraler Punkt. Sei es jetzt im Heilen von Traumata oder dann auch im ganzen in die Stille gehen, erwachen, was auch immer. Mhm. Was mich aber wundernimmt, wenn du sagst, ja, mich hat das Ganze eigentlich nie so, das Erwachen oder was auch immer, nie so interessiert. Aber trotzdem, wenn du mir sagst, du hast mit 20 angefangen mit Yoga, bist am Morgen um 5 Uhr aufgestanden zum Sitzen. Also am Morgen um 5 Uhr aufstehen zum Sitzen, muss ja schon mal irgendwie so einen gewissen Wille da sein. Du hast nachher Theologie studiert. Ich weiss nicht, warum Theologie und nicht irgendwie Religionswissenschaft? Also irgendwie, das Suchende scheint mir schon irgendwie da gewesen zu sein, oder? Ja, eben das ist ja das, mich hat es immer interessiert, was ist denn dahinter? Was ist denn die Wahrheit? Es hat mich immer interessiert. Und ja,
Und das ist mir immer, ich habe immer eine Beziehung gehabt zu Gott, auch wenn das ist mir auch nicht immer so mega klar gewesen. Aber ich habe es nicht so, ich kenne andere Leute, wo mir sagen, hey, ich habe einfach immer nach dieser Erleuchtung gestrebt. Ich habe das immer so fest wollen. Und ich denke, krass, ja, nein, voll nicht. Was war denn deine Motivation zum Theologie studieren? Also du hast protestantische oder reformierte Theologie studiert, oder? Genau, ja. Hey, ich glaube im Fall, die Menge an Tod in meinem Leben, wo damals schon rum war. Mhm. Also ich habe schon mega früh sehr nah Tod erlebt. Und ich glaube, das hat in mir, ich glaube, so das Feuer nach, oder die Frage nach der, was stimmt denn wirklich, was ist denn wirklich dahinter, noch stärker gemacht. Und Mhm. ich weiss, ich bin, glaube 18 oder 19 gsi, und dort ist eine Freundin von mir gestorben. Sie hat zystische Fibrose gehabt. Das ist so eine Erbkrankheit, wenn ich mich nicht täusche, wo die Lunge Mühe hat, um den Schleim wieder loszuwerden. Und sie hat eine Lungentransplantation gehabt, ist aber schon zu schwach gewesen und ist dann gestorben. Und ich habe dann ihre Mutter, hey, gell, ich meine, mit 18 ist eigentlich schon noch verrückt, aber ich habe ihre Mutter relativ nah begleitet, und sie hat mir dann so gesagt, du wärst eine gute Pfarrerin. Mhm. Hey, und irgendwie hat dann all das zusammen und meine Interessen für Sprache, für Geschichte, für Philosophie mega fest, hat dann zu dieser Theologie geführt. Und weißt, man könnte ja jetzt schon auch noch alle vergangenen Leben mit reinbringen, wenn man das wollen würde. Mhm. Kennst du die? Zum Teil. Aber ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde das bis zu einem gewissen Grad noch interessant, Mhm. aber auch nicht mehr. Also man muss sich da jetzt auch nicht zu fest drin verstricken. Mhm. Oder, weiß nicht, was meinst du? Ja, ich habe mir jetzt noch gerade überlegt, ja, die reformierte Theologie, also weiss nicht, die ist wahrscheinlich geht die nicht von mehreren Leben aus, oder? Ich hatte letztens eine Diskussion gehabt mit jemandem, ob eigentlich das Christentum, also egal jetzt ob reformiert oder katholisch, Mhm. Wiedergeburt ausschließt oder nicht. Und die andere Person hat irgendwie gefunden, ja nein, es wird nie ausgeschlossen, dass das so ist. Mhm. Äh, ja, was ist da der Take von einer Theologin zu dem? So viel, wie ich selber gesehen, habe ich schon, also ist schon so, das ist nicht meine erste Runde. Ja, das ist nicht meine erste Runde, und weiß auch nicht, ob es eine letzte gibt. Aber das führt schon so in das, ja, was sind wir denn eigentlich? Und was ist denn eigentlich ein Mensch? Und was ist, ja, und dann sind wir ja doch schon mitten in der Non-Dualität drin. Mhm. Bevor wir schon zur Non-Dualität kommen, wo ich Eben, sicher gell? möchte, also wo ich sicher möchte draufkommen, was ich aber schon noch Wunder nimmt, oder? Wenn du sagst, du hast so eine Art ein Erwachenserlebnis gehabt und das ist dann nachher so ein bisschen immer weitergegangen. Mhm. Was ist denn für dich Erwachen? Oder wie hat sich das bei dir gezeigt? Was ist das für mich? Es ist es immer wie tiefer im Körper erleben, dass Gott ich ist. Mhm. Dass alles, was ist das eine in Bewegung. Das eine, wo sich dann in so fraktal, in Form hineingüsst. Und es sieht dann aus, als wäre da der Lukas, als wäre da die Lila, aber es ist das eine. Mhm. Und das als verkörpertes Erleben im Moment, nicht als intellektuelles Konzept, Mhm. ist
was ich als Erwachen würde bezeichnen. Und das ist bei dir so gewesen, dass du mal so wie einen Geschmack von dem hast und dann hat sich das entwickelt, oder wie ist denn das gegangen? Ja, das ist wirklich, ich glaube, das erste Mal, wo das so mega, mega deutlich war 2017 gewesen. Und wirklich so ich erinnere mich, es ist so ein Nachmittag, ich bin unter einem Baum gelegen, es war in einem Retreat gewesen mit der Kiran, unter einem Baum gelegen und ich habe gedacht, ja, einfach das, was ist, einfach der Moment und Punkt. Und dann ist wie aus diesen, sagen wir, momentanen Moment, das hat sich dann wie immer vertieft und vertieft und vertieft und ja, mittlerweile ist es so, im Sinne von, es switcht nicht mehr so hin und her. Mhm. Und wie sieht es aus? Es sieht aus, dass ich in meinem Leben, also weißt, so ganz konkret in meinem Alltag, in Beziehungen, mit meiner Arbeit, einfach immer wie mehr Erfüllung und Mühelosigkeit darf leben oder leben. Weil wieso, dass ja, dass ich, wo halt dann einmal so im Weg stehen und Sachen machen, es hat keine dem Sinne vermeintliche Kraft, ist wie auseinandergeht. Mhm. Wieder die Rückfrage, macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Okay. Es gibt ja so ein bisschen zwei Schulen, oder? Es gibt ja die sagen, es gibt so einen graduellen Weg zum Erwachen und dann gibt es die sagen, nein, es ist eigentlich plötzlich. Mhm. Und die häufig die sagen, das ist plötzlich, die sagen aber auch nachher musst du es kultivieren, dass es bleibt, weil sonst geht es wieder. Und wenn du sagst, du hast so quasi das Erlebnis gehabt, 2017 unter dem Baum liegend und dort ist das so sehr bewusst geworden, hast du es nachher bewusst kultiviert oder hat sich das automatisch einfach so ein bisschen eingeschliffen und ist stabiler geworden? Das ist eine gute Frage. Es ist auf eine Art ja wie beides. Ich meine, wir sind uns so gewöhnt, im einen Modus zu leben, oder? Wir sind so konditioniert auf «Ich bin das Ich und ich muss das machen und wenn ich es nicht mache, dann macht es niemand». Wir haben die schönen Glaubenssätze in uns inne und der ganze Karma-Crap. Und das ist wie die Autobahn, so. Vom Hirn, sagen wir jetzt mal, von den Neuronen im Hirn, die geht es durch, das sind wir uns gewöhnt, das ist der einfachste Weg, das kennen wir. Und dann der andere Weg, nein, Moment, das ist ja wie, es ist der Moment selber, es ist das Leben selber, wo da die Lila macht und spielt und für sie schaut. Und das ist wie ein Pfad, wo du zuerst musst schlagen mit deiner Machete im Dschungel. Und insofern, ja, es braucht Kultivation, also es braucht ein Üben, darum ist es ja ein Üben, würde ich sagen, um einfach die diversen Jahre, auch wenn wir jetzt nicht einmal vergangene Leben noch reinbringen, sind es ja doch 30, 40, 60, wie viele Jahre auch immer, wo du im einen Modus gelebt hast und das quasi auflösen und den anderen Weg gehen, den Weg von dem Mühelosen, den Weg von der Stille, das passiert. Auch wenn du so ein mega Erwachenserlebnis hast, wie meine Mentorin, das passiert nicht über Nacht. Also das braucht ja dann trotzdem so ein Aufbröseln, eben genau von diesen Überzeugungen, genau von dem gewohnten, schnellen Autopiloten-Dings. Also ich würde es tägliches Üben allen empfehlen. Ohne, dass es zu einem weiteren To-Do wird. Das ist eben, dort ist es manchmal ein bisschen tricky. Ja. Ja. Es gibt ja auch so die Schulen, die sagen, hey, eigentlich kann man gar nicht üben und dann auf das anschaffen, sondern es muss einfach passieren. Ja. Wie hast du das gemacht? Also wenn du jetzt sagst, ja, nachher muss man üben, also quasi die Integration. Also hat es irgendwie, wenn man es jetzt könnte
quasi schulbuchmässig festhalten? Weißt du, gibt es quasi die Übungen, die darauf anführen und gibt es nachher die Übungen, die kultivieren? Oder ist die Übung eigentlich immer einfach sitzen? Was ist das Rezept zum Aufwachen? Ja, also wenn es mir schnell kannst geben, dann nachher mache ich ein Paywall bei diesem Podcast und dann... Hey, das ist eben das Fiese und gleichzeitig die totale Erleichterung. Es ist so simpel. Es ist wirklich einfach das in den Moment hineinsitzen, jetzt da sein und deine Aufmerksamkeit, das, wo die Worte gehört, wo dich gehört, wo Geräusch gehört, wo, keine Ahnung, der Stuhl unter dir wahrnimmt, das wirklich so ganz in den Körper hineingehen lassen, in den Moment hineingehen lassen. Und das heisst nicht, dass Gedanken weggehen müssen. Die sind ja auch Teil vom Moment. Sie sind einfach, ja, wie ist es, wenn die Aufmerksamkeit, wenn das wie so ein Skiwerfer ist, manche sagen dem auch Bewusstsein, wenn das nicht einfach so verhockt ist in dem Kopf, in diesen Gedanken innen. Wie ist es, wenn das ja, zu den Geräuschen, zu den Empfindungen im Körper und dann zwischendurch in diesen Lücken die Stille und dann wie so dort rein geht. Und das ist eigentlich alles. Also es ist so unglaublich simpel. Und gleichzeitig kannst du es eben, du als du, ich als ich kann es nicht machen. Ich kann nicht sagen, okay, gut, und jetzt? Das ist wie so, dass der Kampf, den wir oftmals sehen zwischen Aufmerksamkeit und ich. Weil wenn es ich das ist, wo geht die Stille suchen, dann ist es vielleicht schon auch noch nett, schon auch noch erleichternd, aber es hat niemals die rohe Kraft, wie wenn die Aufmerksamkeit in die Stille hineingeht. Mhm. Und die kann man nicht ein bisschen reinschubsen? Ja, ich weiss nicht, kannst du? Kannst du sie reinschupfen? Nein. Nein. Ja und nein, wahrscheinlich. Also ich meine, wie gesagt, ein tägliches Üben ist wirklich eine gute Sache. Es muss nicht am 5 Uhr morgens sein. Wirklich nicht. Und es kann gut auf einem bequemen Sofa sein. Wir müssen Ich glaube, das nicht ist für quälen. viele schon mal eine Erleichterung. Ja. Schon, gell? Aber wenn du sagst üben, also was heisst üben ganz konkret? Was für eine Art Meditation würdest du empfehlen oder empfiehlst du oder hat auch einfach dir geholfen? Mhm. Also weißt, es gibt ja so viel. Es gibt von Leuten, ja, die du hast Mantras recht. rezitieren, es gibt solche, die am Atem folgen, es gibt solche, die eher sehr ein offenes quasi praktizieren und irgendwie schauen, wo ist der Geist. Und dann gibt es, weiss auch nicht, die irgendwie probieren, den Blick zurück auf was auch immer dort ist, zu richten. Ganz konkret heisst Üben für mich schon sitzen. Und dann es gibt mega schöne geführte Meditationen, die man vielleicht verlinken könnte, ich weiß es nicht, Ja. wo das erste Mal, oder irgendwo musst du ja wie auch anfangen, das erste Mal die Aufmerksamkeit in den Körper hineinbringen. So aus dem Gedankenstrom in den Körper hinein. Und so wahrnehmen, hey, in dem Körper hinein läuft, da hat es so viel, da ist so viel rum. Und da innen es ist wie ein ganzes Universum da drin. Es hat so viel Platz. Und das ist schon viel. Das ist schon mega viel. Aus dem Gedankenstrom in den Körper hineinkommen, in den Empfindungen verweilen. Und das Üben, das immer wieder, klar spickt es die manchmal wieder irgendwo in den Gedanken rein und immer wieder zurückkommen. Und dann aus dem raus die Stille anfangen wahrnehmen und dann dort reinsitzen und tiefer reingehen. Also es ist die Antwort auf deine Frage, was heisst denn Üben, ist verkörperte Meditation. Mhm. Und das schliesst, Bewegung gehört für mich schon auch dort
drin. Aber es ist natürlich mega einfach, dann in der Bewegung auch, weißt, ein bisschen abzuhauen, ein bisschen nicht mehr anders sein. Mhm. Ja. Das wäre jetzt meine Frage. Also, es gibt ja Leute, die sagen, ja, Wandern ist meine Meditation, Velofahren ist meine Meditation, Gärtnerin ist meine Meditation. Was sagst du denn zu dem? Ja, Und Sitz. Es ersetzt Sitzen nicht für dich. Ich glaube im Fall nicht, nein. Ich glaube nicht. Das hat wirklich wir sind gerade haben wir vor ein paar Wochen, vor 2 Wochen, weiss doch auch nicht, sind wir wieder im Retreat gewesen, und sind lang in der Stille gesessen. Und das hat einfach, das auch miteinander, so, das Kochen in dieser Stille, das hat eine Kraft. Also ich meine, oh mein Gott. das ist unglaublich. Und ja, nein, ich will nicht sagen, dass das Wandern, das Velofahren, das Sitzen ersetzt. Und vor allem auch so, wenn es irgendwann möglich wird, länger drinnen zu sitzen, das lange Sitzen, das ist wirklich, ja, da passieren Sachen. Darf ich fragen, was für dich lang ist? 1,5, 2 Stunden. Mhm. Was ist für dich lang? Ja, also ab 90 Minuten würde ich sagen, wird es lang. Dann merke ich nachher zum Teil Knie beim Aufstehen. Aber, also bei mir, in meiner Erfahrung passiert meistens, also vor allem wenn ich in Retreat bin, die interessante Zeit ist zwischen 50 Minuten und nachher kommt es darauf an, wenn es dort nicht quasi passiert, wenn es mich dort nicht quasi reinnimmt, dann wird es auch bei 90 Minuten schwierig. Dann kommt zum Teil mehr wieder das Verlangen, wo findet, jetzt müsst doch. Aber wenn ich so 45, 50 Minuten, dort ist häufig ein interessanter Punkt in meinen Meditationen, Ja. Dort stellt irgendetwas um und dann kann es sehr, sehr mühelos werden und sehr angenehm und sehr, sehr schön, ja. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das stimmt. Das ist so die Zeitmarke, wo du merkst, entweder rutscht die ganze Gruppe, kommt nochmal eine Ebene tiefer, oder es wird heftig gekämpft. Ja. Und es ist wie beides, es ist voll okay. Also es ist ja wie whatever. Ja, ich meine, du hast vorher gesagt, man kann auch bequem sitzen und so. Und ich finde schon, dort gibt es zum Teil, also dort kann man einfach auch so in ein Durchstieren hineinkommen und finde, ich muss jetzt irgendwie im Lotus oder Halblotus oder weiss auch nicht was, da sitzen und möglichst lange, wenn es weh tut, durch den Schmerz durch und weiss auch nicht was. Und dort frage ich mich schon dann, ob es wirklich hilfreich ist, weil ich habe auch mit asiatischen Meisterschaften, die Übersetzerin hat mal gesagt, ja, also, der meditiert eigentlich am meisten im Liegestuhl, weil das findet er am angenehmsten. Und so, also, Ja. der macht sich jetzt auch nicht das Leben irgendwie unnötig schwer, oder? Nein, also ich finde das so, die einen Traditionen sind ja wirklich schon allein von der Form her, finde ich, sehr körperfeindlich. Eben so, dass du musst so sitzen und du darfst nicht anlehnen und es muss genau so sein und wahrscheinlich musst du noch in dem Takt schnaufen. Es ist so, hey, aber was ist denn bitte an dem frei? Come on. Und klar, das ist schon im Liegen meditieren ist jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, weil die meisten schlafen einfach ein. Oder? Nein, ich lache, weil ich bin heimgekommen und ich bin so müde gewesen und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt schnell ein bisschen so geführte Yoga-Nidra-Meditation, 10 Minuten. Und weil ich ja weiss, dass ich dann einschlafen könnte, habe ich den Timer gestellt auf der Uhr. Aha. Und irgendwie eine Viertelstunde vor unser Gespräch losgegangen ist, ich bin nie ganz weg gewesen. Ich bin wirklich in diesem Halbzustand gewesen. Mhm. Aber bin irgendwie wieder gekommen und dachte, also eigentlich müsste doch meine Uhr schon lang quasi losgegangen sein. Und ich habe den Timer gar nicht eingestellt. Also auf eine Art habe ich noch Glück gehabt, dass ich nicht wirklich in den Schlaf gekommen bin. Sonst hätte das Gespräch jetzt vielleicht nicht stattgefunden. Ja, aber dann wäre halt der Schlaf das gewesen, was jetzt in dem Moment hat müssen passieren. Voll okay. Nein, also im Liegen meditieren. Also es gibt 2, 3 Meditationen, die ich im Liegen sehr spannend finde. Das sind primär
so Todesbetrachtungen, wo du halt wirklich quasi so in den Sterbeprozess hineingehst und dass dass man dort nicht einschläft. Ein guter Trick für mich ist, dass man irgendwie die Hand quasi im Ellbogen aufstützt auf dem Boden und dann die Hand in die Höhe hebt. Und wenn du einschläfst, dann klappt die normalerweise ab und dann verwachst du wieder. Aber ja, ist jetzt also ich meditiere selten im Liegen, ja. Ja. Ja, aber abgesehen von dem, finde ich, mach es dir doch so bequem wie möglich. Also weisst, unser Default, unsere Gewohnheit ist ja schon, für die meisten Menschen ist ja schon nicht super liebevoll mit sich selber, oder? Also ich meine, dann muss man ja das nicht auch noch in die Meditationspraxis hineintragen. Finde ich. Ja, da bin ich gleicher Meinung. Ja, weil dann ist es genau das gleiche Kompetitive, genau der gleiche Geist oder die gleiche quasi Konditionierung, wo dann das Ganze die Praxis trägt. Was ich jetzt noch spannend finde bei dir, du sagst, auf die einen Seite, der Körper ist so ein zentrales Tor, zum in Verbindung zu kommen. Gleichzeitig sagst du, Sitzen ist wichtig. Was ist denn so für dich die Verbindung zwischen Yoga und Meditation oder dem Yoga, wo du auch unterrichtest und machst und Meditation? Ist das einfach ein Ausgleich, weißt, dass man irgendwie den Körper wieder mal ein bisschen bewegt hat? Oder ist es mehr? Also das Yoga meine ich jetzt. Ja. Es ist für mich wie eine Verlängerung von dieser Stille. Es ist wie es ist für mich schon auch eine Meditation, Bewegung. Auf jeden Fall. Aber es hat ein bisschen einen anderen Gau. Es ist ein bisschen etwas anderes. Wie genau, weiss ich nicht, ob ich das jetzt in Wort fassen kann. Aber es gibt mir und auch mit den Leuten, die ich arbeite, sehe ich, es gibt wie so die Möglichkeit, eine pragmatisch konkrete Brücke zu schaffen von dem Sitzen, Meditieren ins bewegt werden, Meditieren. So dass die Erfahrung von eben Gott ist ich oder die Stille bewegt das da, mich. Ein Körper wirklich immer wie mehr in den Körper hineinkommt als Erfahrung und das macht es dann einfacher, behaupte ich jetzt einmal, oder so geht es einmal mir und Menschen, die ich mit ihnen arbeite, dass dann die Brücke in den Alltag geschlagen wird. Mit das ist ja noch etwa die so, dass du gehst in Retreats, es ist mega schön, du hast irgendwie keine Ahnung, was für Einsichten und Erlebnisse und dann kommst du zurück in deinen Alltag und dann wollen irgendwie, keine Ahnung, deine Kinder, deinen Job, dein was weiß ich, wollen Sachen von dir und sie so, oh shit, okay, jetzt muss ich halt wieder machen. Und das ist ein bisschen schade. Also, oder das Spannende ist ja dann, wenn wie all diese Einsichten aus deinem Retreat, aus deinem Sitzen, ja, dein ganze Leben informieren oder dein ganze Leben tragen. Und ich finde, das ist wirklich, ja, der Körper ist halt einfach, der ist so unmittelbar jetzt da. Das ist so ein guter, wie sagt man, Pointer, so ein guter Wegweiser, zum einfach jetzt da sein. Also ein guter Wegweiser im Sinne von einem Anker. Also ja, Anker, genau. Ja. Und wenn das im Körper immer wie mehr so abgespeichert ist als Erfahrung, als Wissen, eben die Stille bewegt mich oder die Stille schnauft mich, dann ist es eher auch präsent in einer, keine Ahnung, in einer Sitzung oder in einem Gespräch mit einem Chef, Chefin, also eben so in diesen Alltagssituationen. Du hast auch eine Ausbildung gemacht in traumasensitivem Yoga. Kannst du da noch etwas dazu sagen?
Mhm. Das ist in dem ganzen, in meinem eigenen Heilungsprozess und in dem Erwachensprozess inne, ist das, ja, es ist so klar, wie viel der Körper oder wie fest der Körper einfach dazugehört. Du kannst nicht, oder das war einmal meine Erfahrung gewesen, und auch die von vielen anderen, dass zum wirklich heilen, zum wirklich deine Sachen auflösen, was auch immer es ist, es langt eben nicht, einfach darüber zu reden. Mhm. Das ist ein wichtiger Schritt und es ist eine mega gute Arbeit und es ist super, dass so viele Leute irgendwie zu Psychologinnen, Psychiaterinnen gehen. Aber es braucht wie noch mehr, eben so, dass das in den Körper hinein sinkt, das Wissen von, okay, ich bin sicher oder ich bin aufgehoben oder es ist wie schon genug, das einfach sein ist schon genug. Mhm. Und also der Hinweis darauf, dass ich denke jetzt wieder an das, was der eine erleuchtete Mensch mir gesagt hat: «Schau nicht zu mir, such dich selber.» Der Hinweis darauf, dass auch wenn es noch so unangenehm ist, was in deinem Körper passiert oder was du erlebst oder was für Erinnerungen vorkommen, es ist wie gleichzeitig auch etwas wo, wie soll man dem sagen? Signal aus dem Körper, wo du kannst hören und wo du kannst vertrauen. Zum Beispiel Hunger, Durst, müde. Und das, ja, es sind die Basics, wo so einen grossen Unterschied machen. Wenn ich die ganze Zeit ignoriere, dass ich Hunger habe oder dass ich Durst habe oder dass der Körper müde ist, das ist ein konstantes Übergehen ja von dir selber und quasi im Kleinen ein Retraumatisieren von dir selber. Mhm. Wenn man das so würde sagen. Ich weiss, nicht alle sind einverstanden, wenn man das Wort einfach so braucht, aber ja. Und im traumasensitiven Yoga, in dieser Ausbildung, was ist denn dort gewesen? Ist das eine Ausbildung gewesen für dich, dass du quasi weisst, wie mit Leuten umgehen, falls im Yoga Traumata sich zeigen? Oder ist es wirklich quasi gewesen, Yoga-Formen zum Traumata auflösen? Es ist eher das Erste. Es ist, wenn du mit einer Gruppe von Menschen schaffst, die traumatisiert sind, wie kann das funktionieren? Weil eben, es ist so schwierig, in den Körper zu kommen, wenn dort ein Haufen Trauma aktiv ist. Mhm. Das ist der Fokus von dieser Ausbildung. Und für mich war es, ich habe gemerkt, ich habe viel Restorative Yoga unterrichtet. Das ist so ganz ruhig, ganz wirklich so ein Üben vom Loslassen vom Körper, dass der Körper nicht muss heben, dass er gehebt ist. Und dort habe ich gemerkt, dass bei eigentlich allen, die sich darauf eingeladen haben, da kommt einfach Zeug führen. Das ist einfach so, ja, das ist mega schnell sehr emotional. Und ja, wollte eben auch durch mein eigenes Erleben dort noch mehr Werkzeuge abholen. Mhm. Und es gibt auch so sprachliche Finessen, die helfen können im Umgang mit traumatisierten Menschen. Eben, dass es nicht ist, mach das, mach es so, sondern hey, schau, es gibt die Option, vielleicht machst du es so, aber vielleicht will dein Körper etwas anderes, dann gang dort durch. Wirklich immer so der Hinweis darauf, du kannst selber hören. In der Meditation ist es ja auch in den letzten Jahren zum Teil ein bisschen mehr auch zur Sprache gekommen, dass Meditation durchaus auch ungewollte Wirkungen kann haben. Mhm. Eben, also sagen, dass irgendwie Traumata wieder vorkommen, sagen jetzt destabilisierende Erfahrungen, genau, wenn man irgendwie merkt, so, dass das separate Ich vielleicht nicht so separat ist, wie man immer gedacht hat. Mhm. Was sind deine Erfahrungen?
mit dem? Im Sinne von... Ja, ist das, also weißt, hast du das auch schon erlebt bei Leuten, die du begleitet hast, dass so schwierige Erfahrungen rausgekommen sind? Das ist vielleicht so ein bisschen die eine Frage. Und die andere ist dann so, wenn ich mit verschiedenen Leuten rede, dann gibt's, also mit Lehrenden vor allem rede, dann gibt's so ein bisschen wie ein Lager, das sagt, ja, schwierige Erfahrungen auf einem kontemplativen Weg die gehören einfach irgendwie dazu. Es ist ganz normal. Gleichzeitig gibt's Podcasts, jetzt ist gerade irgendwie von irgendeinem, ich glaube, es ist irgendein deutsches Radio, nein, es war ein englischer gewesen, wo sie so die Retreats vom SN Cuenca, wo sehr harte Vipassana-Retreats sind, wo du wirklich 15 Stunden am Tag oder so wirklich sitzt, keine Gehmeditation, alles in Stille, wo sie einfach recherchiert haben und gemerkt haben, dass relativ viel, überdurchschnittlich viel Suizid zum Beispiel gegeben hat nach solchen Retreat. Ja. Und dann ist immer so ein bisschen, ja, die Leute haben vielleicht vorher schon etwas gehabt und es ist dann einfach, ja, vielleicht haben sie schon vorher etwas gehabt, aber so ein bisschen in deiner Erfahrung, weißt, was braucht es? Ist das häufig? Also müsste man eigentlich bei der Meditation viel mehr auch einen Beipackzettel machen und sagen, hey, es ist im Fall nicht nur entspannend und schlaffördernd und alles schön und gut, sondern es kann dann im Fall auch recht schwierig werden. Ja. Das ist so ein bisschen die eine Frage. Und die andere, die dann auch mit dem einhergeht, oder? Ich weiss nicht, wie viele Meditations-Apps das jetzt gibt mittlerweile. Und da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, ja, mit so einer Meditations-App, da manövrierst du sicher nicht in schwierige Zustände wegen diesen 10 Minuten, eine halbe Stunde. Andere wiederum gibt's, so sagen sie, ja, ich bin 20 Minuten gesessen und dann hat sich das Zeug, dann ist die Welt zusammengebrochen, oder? Ja. Hey, irgendwie ist es, glaube ich, ein bisschen wie mit LSD, oder? Also... Oder ich weiss nicht, es kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Du weisst wie nicht, was dann vorkommt. Obwohl das eine ist eine illegale Droge und das andere... Ja, und bei LSD, ich glaube, was der grosse Unterschied ist, also, wenn du LSD nimmst, also, ich weiss nicht, aber dann passiert etwas. Ja. Also ausser du hast irgendwie hat dir irgendjemand etwas verkauft, das nicht wirklich LSD ist. Aber dann passiert etwas. Während ganz ein Haufen Leute ansitzen, meditieren und einfach finden, da passiert ja gar nichts. Also, ich habe einfach Chaos in meinem Kopf und es passiert gar nichts. Ja. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Absolut. Nein, aber ernsthaft, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es gehört dazu. Also, wenn du dich wirklich auf das einlässt, auf das jetzt da sein, wirklich meditieren im Sinne von mit dem Sein, wo ist, dann begegnest du einmal allem. Und das ist überhaupt nicht immer nur lustig. Also im Gegenteil, der Mut, den das braucht, ist unglaublich. Zum Glück muss man das nicht als ich stellen, bringen, den Mut, der Gnade, nicht wahr? Gibt einem den Mut. Aber nein, das ist also nicht nur Einhörner und Regenbögen und Glitzer. Überhaupt nicht. Und gleichzeitig ist es ja nicht an dir als separate Person, um das alles zu lösen. Es ist wie aufgehoben in der Quelle, in dem einen Ganzen, in der Stille inne, wo dann das transformiert und auflöst und quasi lässt heimgehen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich finde, es ist essentiell, dass jeder Mensch, der wirklich auf den Weg geht, Begleitung hat. Mhm. Also ich finde, das ist mega, mega wichtig, egal wie die Begleitung aussieht oder auch ein Austausch mit anderen, die üben. Einfach zum eben, wenn es mega schwierig wird, zum nicht versinken in dieser Dunkelheit. Mhm. Und ja, also weißt, das ist viel, was zu dem Suizid von meinem Partner geführt hat genau mit dem zu tun. Er hat weiss ich auch nicht, man könnte sagen, er hat das Ganze ein bisschen übertrieben und er hat mega fest, wollen, das Aufwachen. Wenn ich jetzt so zurückschaue, habe ich das Gefühl, er hat ganz fest den Drang gehabt und hat dann wirklich irgendwie nächtelang durchmeditiert und irgendwelche Atemübungen gemacht und so. Und ich habe ihm gesagt, hey, im Fall, gell, die Lehrer meinen, man soll da ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, und wenn's dir dann halt die Filter rausputzt, gell, und du hast nicht den Support oder du siehst den Support nicht, ich meine, der ist ja schon rum, aber du musst ihn ja wie auch können nehmen oder zulassen, dann ist es hure schwierig, da irgendwie zurechtzukommen. Und das ist mega schade. Mhm. Also unbedingt in Begleitung, mit Unterstützung in einer Gemeinschaft unterwegs sein, das finde ich mega, mega wichtig. Und sich austauschen, eben darüber, hey, ja, was hast denn du erlebt? Wie geht es denn dir mit dem? Was habe ich erlebt? Und merken, okay, es ist normal, es geht uns allen auf eine Art gleich. Und es gibt pragmatische Wege, eben zum Beispiel ein Nervensystem, das jetzt gerade super aktiviert ist, zu unterstützen und das wieder ein bisschen runterzubringen. Wenn du das jetzt so sagst, mit deinem Partner und was so rund um den Suizid herum war, ich meine, dann bin ich eigentlich recht erstaunt, dass du nachher doch den Weg weitergegangen bist, weil das braucht ja dann irgendwie, also entweder ist es, stell dir mal vor, Mut, dass du sagst so, hey, nein, ich has im Griff. Oder dann ist es das andere, wo ich natürlich auch vorstellen kann, dass du einfach sagst, ja, jetzt ist Scheisse gleich, jetzt gehe ich weiter. Ich glaube, es war mehr so, hey, komm, jetzt kommt es nicht drauf ab. Also es ist mir völlig egal. Es ist mir völlig egal, wodurch es geht. Und es ist mir damals, ist mir das im Fall nicht so bewusst gewesen. Ich habe das alles nicht so mega klar gesehen. Also wie auch. Es ist erst jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, sehe ich die Sachen viel, viel klarer. Bei dir oder bei ihm? Beides. Ja. Beides. Ja. Ich glaube, weißt, bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch klar, kann ich mich so oder so entscheiden. Aber irgendwie dunkt es mich eben, geht es einfach dort durch, was geht. Mhm. Im Sinn von landest einfach dort, wo du vorgesehen bist zum Landen. Um jetzt nicht das grosse Feld von Vorsehung oder nicht Vorsehung auch noch Ja, aufzutun. ich weiss. Aber was ich eben schon einen spannenden Dreh- und Angelpunkt finde, ist das Thema Krise. Oder ich habe jetzt schon für den Podcast, ich weiß nicht, wie viel das ich bin, aber ein bisschen über 20 Gespräche sind sicher gewesen, mit Lehrenden geführt. Mhm. Und ich würde sagen, bei mindestens 3/4 hat irgendeine schwere Krise relativ ein wichtiges Element gewesen oder ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Und es scheint ja auch bei dir irgendwie so ein bisschen so gewesen zu sein. Und dann frage ich mich einfach so, braucht es denn die schwierigen Situationen, entweder in der Meditation oder was das Leben an einem antreibt, dass irgendetwas passieren kann im Inneren, dass es zu so einem Erwachen kann kommen? Also geht es gar nicht ohne Krise? Oder kann es einfach auch so flutschen? Ich glaube, es gibt wie beide Wege. Aber es scheint eben schon so zu sein, dass Leiden, extremes Leiden oder auch einfach ein bisschen Leiden, wie auch immer, ja, es ist wie eine Ohrfeige. Und dann ist so, Moment mal schnell, was ist das eigentlich? Wo bin ich da? Was mache ich da eigentlich? Mhm. Und wenn es bequem ist und alles läuft so, wie es du dir vorstellst, wieso sollst du denn dich auf den Weg machen, wo dich dann eben einmal mit dem ganzen Seich auseinandersetzt und einmal nochmal alles neu anschaust und einmal quasi nochmal alles neu aufbaust. Es gibt wie keinen Grund. Mhm. Nicht zum sagen, ich glaube nicht, dass es absolut notwendig ist. Man kann auch über Inspiration in den Weg hineinflutschen, in den Weg hineingehen. Aber es ist schon immer noch so, dass viel über Leiden wirklich aufhören, wirklich anhalten und wirklich finden, okay, so, was soll denn das alles genau? Mhm.
Und dann, ja, Leiden ist ein Weg, und aber ein anderer Weg, der viel, viel, viel effizienter ist und wo meine Mentorin auch immer wieder darauf hinweist, ist Erfüllung. Im Sinn von, keine Ahnung, du bist irgendwie, ich weiss noch, als ich ins Tessin gezügelt bin, vor 2 Jahren oder so, und ich bin dort gelandet, und ich bin gelandet in so einem richtig dicken Frieden. So einem richtig, es ist schwierig zu sagen, aber es ist so ein Frieden gsi, wo man mit dem Kuchenmesser schneiden und wirklich so still, und die Natur und die Gerüche, oh mein Gott. Und das hat so viel noch mehr von dem Ich rausputzt, weil einfach das Ich es kann gar nicht standhalten im Angesicht von so viel Erfüllung und Freude und Schönheit. Es war so, wow. Ja. Mhm. Leiden oder Erfüllung. Aber für die meisten, ja. Und das Ich rausputzen ist eigentlich ein gutes Stichwort, um nochmal auf die Non-Dualität zurückzukommen. Das habe ich am Anfang angekündigt, mit dir noch über die Non-Dualität zu reden. Und ich glaube, wir haben es ja zum Teil schon ein bisschen gestreift, was es eigentlich ist. Aber kannst du nochmal vielleicht sagen, wie du Non-Dualität verstehst? Mhm. Ja, das Erleben von ein wirkliches Erleben, nicht einfach, ich habe es mir zusammen gedacht. Das Erleben von alles, was ist die Quelle, ist Gott, ist eins. Ist das Meer, welches Bild das da immer brauchen willst. Und es ist wie gleichzeitig formlos und Form. Es sieht aus, wie wenn da die Mannsgöckeli wären, aber es ist eigentlich einfach ein Blob. Mhm. Und das macht Mannsgöckeli nicht weniger spannend oder weniger lebendig oder weniger interessant oder wertvoll oder liebenswert oder einzigartig. Im Gegenteil. Ich finde, oder mein Erleben ist, es wird alles noch viel farbiger, noch viel voller. Mhm. Aber es gibt das Mannsgöckeli ist nicht das, wo irgendetwas machen muss, sondern es ist das eine riesige Ganze, wo macht, wo tut, wo lebt, wo. Und das sieht, auch das eine große Ganze sieht ist nicht immer ein Hörner Regenbogen. Das wissen wir ja auch, wenn man in die Welt raus schaut, hat es mega viel Wüstes. Mhm. Das gehört halt auch dazu. Aber ich finde das jetzt noch spannend, oder? Wenn du sagst, ja, wenn man mit die Welt rausschaut, es hat mega viel Wüstes. Also dann hat man, ich weiss nicht, Krieg, Umweltzerstörung, Genau. Ungerechtigkeiten, zum Teil grauenhaftes Leiden von empfindenden Wesen. Mhm. Wie nimmst du denn das wahr? Ja, wenn ich die Regeln machen würde, wäre es nicht so. Also wenn ich könnte sagen, keine Ahnung. Aber wie nehme ich es wahr? Ja, Also weißt, ganz, ganz konkret, oder? Wenn ja. du sagst, du hast wirklich eigentlich permanentes, eine Art grenzenlose Wahrnehmung. Und dann liegt, weiss auch nicht, sagen wir, du laufst durch die Straße und es liegt ein Obdachloser dort irgendwie. Ja. Du bist auch der Obdachlose, oder? Ja, logisch. Ich kann dir ein ganz konkretes Beispiel geben. Das ist noch nicht lange her. Ich bin in Portland mit meinen Freunden. Wir sind zu Nacht essen, wir kommen aus dem Restaurant raus und dort ist genau die obdachlose Frau, die irgendwie mit dem Besen vor ihrem Zelt wischt, und sie ist offensichtlich drogenabhängig und nicht Zweig. Mhm. Und mein Freund, mit dem ich unterwegs bin, er sagt, «Hure Gott verdammt, ich nochmal, pardon, wie soll das auch Gott sein?» Weil wir haben beim Nacht über das geredet und er ist mega hässig geworden und hat gefunden, wie kann das sein, und dort hat es doch eine Grenze. Und
ich habe so klar in dieser Frau, also sie ist so klar auch Gott. Sie ist so klar auch Teil von, also sie ist so klar auch das Ganze. Es ist, ja sieht es scheisse aus, ja ist es wahrscheinlich hure unangenehm, aber wer bin ich denn, zum zu finden, das gehört nicht dazu? Das ist mega anmassend auf eine Art. Ich meine, das gehört nicht dazu, wäre jetzt wahrscheinlich, würde ich sagen, eine extreme Reaktion. Aber was ja kann auslösen, ist auf die einen Seite Mitgefühl oder Empathie, Mhm. aber dann auch eine gewisse Hilflosigkeit, weil du weißt, selbst wenn du dieser Frau jetzt irgendwie Geld gibst oder irgendwie etwas, selbst wenn die Frau würdest von der Straße wegbringen, deren einen Job machen und sie hat ein anderes Leben, das wäre super, aber wahrscheinlich steht das nächste Zelt 3 Meter nebendran, oder? Genau. Was löst das denn an Gefühl in dir aus? Oder vielleicht, um es noch anders zu fragen, ist das Gefühl anders als vor dieser Einsicht oder vor dem Erwachen? Oder ist das Gefühl eigentlich das gleiche Gefühl von Mitgefühl? Aber jetzt weisst du einfach so, ja, das ist jetzt halt so ein bisschen die göttliche Ordnung, das gibt alles. Es gibt auch Schlechten und das gehört halt auch So ein dazu. bisschen es ist definitiv ein anderes gesehen jetzt wieder vorher, wenn er immer vorher war. Definitiv anders. Ich bin überhaupt nicht gleichgültig. Also ich weiss doch auch nicht, wo der Krieg in Gaza ausgebrochen ist, das hat mich zerstört. Ich bin mein Herz ist so kaputt gegangen an dem. Wie auch immer, was auch immer. Und gleichzeitig, oder? Es ist wie so, das gleichzeitig, das sowohl als auch. Eben nicht zwei Sachen. Sowohl, es tut mir mega, mega leid. Ich habe so viel, eben, ich bin wie auf eine Art mit diesen Leuten am Trauern. Und ich weiss gleichzeitig, oder ich sehe gleichzeitig so klar, ja, auch das ist das Leben in Bewegung. Und wenn du sagst, ja, die Frau von der Straße wegholen, ihr Essen geben oder ich weiß doch auch nicht, Zigaretten, das ist ja wie ein Eingriff von einem Mannsgöckeli wo findet, hey, ich weiß es im Fall ein bisschen besser und ich gehe jetzt da die Bewegung korrigieren. Aber das ist im Prinzip das Leben. Wir greifen die ganze Zeit ein. Also, ich meine, wenn du jetzt irgendwie eine Klientin oder einen Klient hast, Mhm. der mit irgendwelchen Nöten zu dir kommt und du kannst irgendetwas tun, dann hast du auch eingegriffen. Du hast auch nicht nichts gemacht. Gute Frage. Ich würde es eben nicht so sagen. Wie würdest denn du sagen? Wenn ich arbeite mit Leuten, dann mache ich als Person rein gar nichts. Weil wenn ich als Person anfange zu machen, dann wird es gruselig. Ich komme nicht mit «Hey, ich habe im Fall die Lösung. Das ist mein Plan. Komm, wir setzen das um.» Sondern es ist ein Miteinander schauen oder miteinander eben zurücklehnen in den Moment oder sitzen in den Moment und dann das Leben selber machen. Und das Leben selber macht, okay, es wird hure schwierig, ich weiß. Ja, ich meine, wenn du Halt gibst oder Raum schaffst oder mit jemandem etwas aushaltest, dann kannst du schon sagen, du machst nichts. Mhm. Aber du machst ja gleich etwas. Deine Präsenz muss etwas machen, weil sonst würden ja die Leute nicht zu dir kommen, sonst könnten sie es allein. Offensichtlich schaffst du dann in diesen Fällen irgendwie ein Katalysator zu sein. Ja. Für irgendeinen Prozess, wo du vielleicht schon sagst, ja, der hat mit dir persönlich nichts zu tun, aber irgendwie bietest du doch eine Plattform oder etwas. Es ist einfach die Menge an Platz, Leere, Klarheit, die da ist, in mir, ist das, wo erlaubt, dass sehr viel, sehr unmittelbare
wie will man dem sagen, ja, Präsenz, Quellenenergie einfach so kann durchkommen. Und das ist das, was schlussendlich hilft und unterstützt und Veränderung auslöst. Es ist mega tricky, eben wie viel, was ist einfach das Leben selber in seiner Bewegung, wo macht und wo kommt dann die individuelle Färbung eben halt doch auch rein. Mhm. Das und für mich auch so die Balance zwischen Gleichmut und Gleichgültigkeit. Also weißt du, wo ist es einfach auch eine tiefe Ruhe und etwas können aushalten, aber mit Mitgefühl. Und wo kippt es dann quasi gleich wieder in ein Abschotten und die Sachen nicht an sich heranlassen. Weil ich glaube, das ist schon im Moment auch, also wenn du Nachrichten schaust oder liest jeden Tag im Moment, also im Moment in den letzten Jahren, dann ist es schon, ich verstehe alle Leute, die irgendwie sagen, weißt du was, ich muss mich auch abgrenzen, weil ich kann nicht einfach die ganze Zeit alles so an mich heranlassen, weil es wird mir einfach zu viel. Ja. Ja. Ich glaube, das braucht wie auch ein kleines, auch das braucht eine Art Integrationsprozess. Also, dass du dir zuerst auch mal erlaubst, überhaupt keine Nachrichten mehr zu schauen, zu lesen. Und dann wieder wie zurückgehst oder wieder dich dem, eben, wie du sagst, anfängst wieder aussetzen oder das an dich heranlässt und eben nicht einfach so, dass ich ziehe mich zurück in meine Bubble, wo alles nett und hübsch und privilegiert und weiss ist. Ja, so das ja. Spiritual Bypassing, wo du irgendwie so ein bisschen heilig auf dem Küssi sitzt, aber nur, wenn es schön ruhig ist und alles stimmt und das Essen genau die richtige Temperatur hat. Genau. Nein, also an dem bin ich überhaupt nicht interessiert. Ich finde das mega langweilig. Ich finde das mega, mega langweilig. Und gleichzeitig, das ist wirklich etwas, was mich im Moment extrem fasziniert, so dass mich aussetzen und wie durch die Illusion durchschauen. Wie dahinter sehen, was ist dahinter und alles. Es scheint mir doch wirklich so zu sein, dass überall dahinter ist eben dann schlussendlich wieder Gott, Quelle, das eine. Und das ist nicht einfach so lockerflockig dahergesagt und keine Ahnung. Es ist wirklich die tiefe Auseinandersetzung. Also weißt, es ist nicht irgendwie ja Krieg, whatever, Gott. Nein. Ich lasse das schon einmal wirklich ganz durch mich durchgehen und schaue es wirklich, lass mich bewegen davon. Und eben auch jetzt zum Beispiel die Frau in Portland, es ist nicht ein gleichgültiges, ich sehe Gott als sie, sondern es ist so ein auf eine Art sehr zugewandtes, sehr liebevolles auch und auf eine Art, ich weiss nicht, vielleicht ist es zu viel, um das zu sagen, aber es hat etwas mit Ermächtigung zu tun. So, du bist nicht, wir sind das Gleiche, ja. Du bist ich bin du. Ich bin nicht oben oder kann mehr. Natürlich sieht es so aus, logisch sieht es so aus, aber so, wenn alle Illusionen, die Schleier weg nimmst, ist so same. Und dort ist eben das, was ich finde, es ist unglaublich vermessen zu finden und das sollte anders sein. Mhm. Und trotzdem bist du wahrscheinlich froh gewesen, hast du wieder heim können, irgendwie ins warme Bett schlafen und hast nicht müssen im Zelt mit ihr duschen, oder? Ja. Da könnte man könnte das grosse Feld vom Karma aufmachen da. Es scheint in dem Leben nicht mein Karma zu sein, in einem obdachlos sein zu müssen. Es ist in dem Leben hammerhart mein Karma, dass um mich herum
Menschen sterben. Das ist 100%ig meine karmische Linie. Mhm. Ist das eine besser als das andere? I don't know. Muss man es vergleichen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich möchte auf etwas noch zurückkommen, wo auch so ein bisschen das reingeht. Ich habe ihr am Anfang des Gesprächs gesagt, du bist auch Energieheilerin und du hast jetzt also gesagt, du machst eigentlich gar nicht so viel. Und im Vorgespräch habe ich dich gefragt, ja, hast denn du übersinnliche Kräfte? Und ich habe ja, und ich habe es noch spannend gefunden, was du dort gesagt hast. Ich finde so, Energieheilerin, wenn man das einfach so sagt, so anwirft, dann kann das auch sehr nach New Age Hokuspokus tönen, oder? Und voll. vielleicht, ich fände es einfach noch gut, wenn du noch schnell kannst sagen, oder könntest sagen, ja, was es für dich ist und wie du das siehst. Für mich ist es da komme ich immer dann wieder an die Grenzen von meinen Worten, gell? Das ist wirklich so schwierig. Es ist für mich wie miteinander, unmittelbar baden in die Quelle selber. Und wie gesagt, ich als Person habe mit dem nichts zu tun. Es ist mehr die Absenz von einer Person, die erlaubt, dass so viel einfach Quelle da ist. Und so das Verweilen in dieser liebevollen Zuwendung, in dem liebevollen Bad, in purer Präsenz, ist unglaublich wohltuend für eben all die alten Verletzungen, all die Wunden, wo wir alle miteinander umtragen und wo sich danach sehnen, gesehen, gehört zu werden, heimgehen. Ja, und es ist miteinander, wie gesagt, miteinander in das Bad eintauchen und nicht eben ich mache etwas, was auch dann heisst, die andere Person kann das, ist absolut fähig, das auch selber unmittelbar dorthin zu gehen. Also es ist nicht, dass es irgendwie ein exklusiver Zugang wäre, wo nur manche speziell besondere Menschen haben. Nein, alle haben den gleichen Zugang dazu. Es ist einfach, ich habe einfach schon vielleicht ein paar Jahre mehr, keine Ahnung, ein paar Momente länger, whatever, drin verbracht. Ich weiss doch auch nicht, wie man das sagen will. Ja, aber das finde ich mega wichtig. Eben, es ist nicht so, dass der Priester hat mehr Zugang und die anderen müssen dann einfach glauben, was der Priester sagt. Es ist nein. Komm schauen. Schau für dich selber und merk für dich selber, wie es ist. Mhm. Ja. Du hast jetzt im Gespräch immer wieder das Wort Gott gebraucht, Quelle, das, was ist. Du hast Theologie studiert, bist, glaube ich, auch protestantisch aufgewachsen. Wie hat sich denn dein Gottesbild verändert im Laufe von deinem Leben oder von deiner Zeit? Als ich in der Sonntagsschule war, als ich geliebt habe wegen der Geschichte, war mein Gottesbild der alte Mann auf der Wolke. Dann bin ich ein bisschen grösser geworden und dann irgendwie hat sich das ist es nicht mehr so lebendig gewesen. Und auch während dem Studium habe ich eigentlich nicht so, ich habe nicht so eine unmittelbare Beziehung oder ich habe dann nicht mehr so, es hat mich wie auch nicht mehr so interessiert auf eine Art, lustigerweise. Und gleichzeitig ist doch so das Erleben von, okay, da ist eine Präsenz ist immer da gewesen. Über das Yoga und über dann die Arbeit der letzten Jahre ist es wirklich so ein im Körper erlebtes Wissen wurde. Oder Wissen ist vielleicht das falsche Wort. Im Körper erlebte Präsenz. Wirklich eben so das Unmittelbare in jedem Atemzug. Jeder Prozess in jeder Zelle ist das.
Ja, also es hat sich ziemlich fest, ziemlich radikal verändert. Vom alten Mann mit dem Bart auf der Wolke zu «Das ist ich, das ist alles.» Mhm. Und du hast am Anfang jetzt einmal gesagt, ja, irgendwie jetzt, ich weiß gar nicht, wie es war, aber so eine Bewegung gemacht, dass es läuft einfach so, es läuft einfach alles so, das tönt so, wie es recht mühelos einfach alles ineinander geht. Gleichzeitig hast du gesagt, aber es ist auch nicht immer irgendwie Einhörner und Regenbogen. Wie gehst denn du mit Schwierigkeiten um, die dir jetzt begegnen? Oder wie gehst du anders jetzt um, als du früher mit ihnen umgegangen bist? Ich glaube, ich habe viel mehr Resilienz, Mhm. viel mehr Platz, um auch mit mega schwierigen Sachen umzugehen. Und es ist nicht, dass, eben, wie du sagst, nur weil es meistens oder ja, die meiste Zeit super mühelos und super erfüllend ist, heisst nicht, dass nicht schwieriges Zeug passiert. Also ich habe gerade im letzten Winter ist meine beste Freundin, ja, wie soll man jetzt dem sagen, hat eine Art einen psychotischen Schub gehabt und hat hat ihre Sachen gepackt und ist quasi abgehauen und wir haben jetzt keinen Kontakt mehr und sie war ein mega wichtiger Mensch gewesen, nicht nur für mich, sondern auch für andere in dieser Gemeinschaft, wo ich mit ihnen unterwegs bin und ja, also das, weißt, miterleben, sehen und jetzt mit dem umgehen oder einfach ja mit dem sein, dass sie zwar noch rum ist, aber irgendwie doch nicht. Das ist ja nicht einfach so easy peasy, locker flockig. Eben, es ist nicht Glitzer und Einhörner. Und gleichzeitig ist ja gut, dann ist das dem Fall, ja, dann ist das jetzt dem Fall die Bewegung, Bewegung vom Leben. Also weißt du, was soll ich da, was willst du da machen? Mhm. Und so das Wissen, dass, ich glaube, das ist der Hauptunterschied von früher und jetzt. Ich weiß, egal was ist, es ist aufgehoben und es ist sicher. Und zwar für alle zusammen. Es mag noch so unsicher aussehen, es mag noch so brutal aussehen, es ändert nichts am Fakt, dass eben auch das aufgehoben ist, dass eben auch das Gott ist. Mhm. Und wieder, es ist nicht einfach so locker flockig dahergesagt und ich habe es mir einmal überlegt und sage das so, sondern es ist wirklich tiefe Auseinandersetzung mit Mhm. dem. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, du hast auch gesagt, es ist dir mega wichtig, dass irgendwie die ganze Geschichte nicht einfach auf dem Küssi bleibt und irgendwo oder in einer schönen in einer schönen Meditationshalle oder in einem schönen Yoga-Raum, sondern dass das wirklich in die Welt rauskommt. Und eine Frage, die ich häufig stelle, ist ja, was kann denn Meditation zu der heutigen Weltsituation beitragen? Müssten alle meditieren jetzt und es wäre alles gut? Also ist das quasi der Weg zur Rettung von der Welt? Oder oder Hm. ist es mehr für einen selber? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, ein Bild, das mich begleitet in den letzten Monaten, vielleicht auch im letzten Jahr, ist wirklich so, dass das Meer mit den Wellen, oder? Also super Klischee, ich weiß, es ist wahrscheinlich schon recht oft schon ein bisschen abgegriffen, aber gleichzeitig, wieso die baut sich irgendwann auf, die geht zusammen und zieht sich wieder zurück. Und wie viel von dem sehe ich dann? Wie viel von dem kann meine Aufmerksamkeit wirklich sehen? Sehe ich irgendwie, keine Ahnung, von der letzten Eiszeit bis zur nächsten Eiszeit? Ist das eine Welle, ein Bogen, den ich wahrnehmen kann? Vielleicht zum Teil erahnen, ja. Aber wirklich wissen, oder was ist denn die Entwicklung von dieser Welt, wenn man auf das
zurückkommen. Was ist denn, eben, wodurch geht es mit dieser Klimakrise? Hey, ich habe doch keine Ahnung. Also, wie wollen wir das wissen? Mhm. Was da die grössere Bewegung ist. Und das heisst nicht, dass wir, eben, auch da, es ist mir nicht einfach egal und berührt mich nicht. Aber es ist so, ist denn das Spiel, das wir spielen, die Rettung der Welt? Oder ist das Spiel, das wir spielen, einfach das Spiel? Ich weiss nicht. Das ist ein Teil von meiner Antwort. Und der andere Teil ist, ja Meditation ist super. Es bringt so viel mehr Frieden. Und je mehr Frieden da innen, desto mehr Frieden draussen. Mhm. Kieran sagt das immer wieder und es ist mega mühsam, das immer wieder zu hören, aber es ist wirklich, das Äußere ist ein Spiegel vom Inneren. Und es ist so mühsam, wenn sie das immer wieder sagt. Sie sagen, ja, nein, aber komm, einmal muss es doch einen externen Grund geben. Nope. Es ist wirklich da innen, da drin innen. Und auf eine Art finde ich eben dann schon, da finde ich zum Teil schon, ja gut, wir, die dieser Weg privilegiert sind, wir müssen fast die Arbeit machen. Weil wir haben den Zugang zu, oder wir haben den Luxus, eben, dass wir irgendwie eine Stunde pro Tag sitzen. Oder viele von uns, nicht alle, logisch. Wir haben die finanziellen Mittel, die es uns erlauben, 80% zu arbeiten oder weniger. Oder ich weiss doch auch nicht, wie viel. Was auch immer. Aber dann das ist meine Geschichte zum Ganzen. Mhm. Ist das die Geschichte vom Leben? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, ich meine, im Buddhismus gibt es viele Bilder, wie wertvoll das Menschenleben ist und wie selten das eigentlich ist, dass man quasi als Mensch Mhm. in eine Welt kommt und dann noch eben die ganzen Gelegenheiten hat, die du jetzt genannt hast. Also, dass man gesund ist, dass man kognitiv fähig ist, das zu machen, dass man das Geld hat, dass man Zeit hat, dass man an einem Ort wohnt, wo man das kann machen, also weil Religionsfreiheit ist oder das nicht unterdrückt wird. Es muss schon sehr viel zusammenkommen, dass das passt. Und ich glaube, sehr viele Leute auf der Welt, die haben keine Chance, um das zu machen. Ja, voll. Wir haben jetzt noch gar nicht über deinen Podcast geredet, aber wer mehr von dir hören will, der kann dort auch reinhören. Holy Embodied, über 100 Folgen schon gemacht, mit spannenden Titeln wie zum Beispiel «Zwischen Stille und Staubsaugen» oder «Die Suche nach Gott mit und ohne Substanzen» oder «Altern als ewiges Wesen». What the fuck? Also, ich habe nur mal so ein bisschen durchgescrollt und ein paar interessante Titel rausgesucht. Kannst du vielleicht noch sagen, was ist so dein Ziel oder euer Ziel mit eurem Podcast? Wer wollt ihr ansprechen? Und, Wer wollen wir ansprechen? Ja, unser Ziel ist, immer wieder auf den Körper hinzuweisen als Portal, als Tor zum Erleben von Gott, zum Erleben vom Moment, von der Stille, Erleben vom einen Ganzen. Und das auf alle verschiedene Art und Weise. Eben, es gibt so viele verschiedene Zugänge, dann mit dem Körper zu arbeiten, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und wer sprechen wir an? Das sind die Leute, die Millionen von Leuten, die irgendwie, so wie wir, finden, hey, ich glaube, da gibt es schon noch ein bisschen mehr. Wieder einfach, ich gehe am Morgen ich gehe arbeiten von 8 bis 5 und keine Ahnung, ich habe das Auto und die Kinder und den Hund oder ich weiss doch auch nicht. Einfach alle von uns, die halt nicht so ganz in das Mainstream-normative oder vermeintlich normale Ding reinpassen. Das so, hey, schau, du bist im Fall nicht allein. Es hat viel von uns. Und ich glaube, es gibt immer mehr von uns, wo eben interessiert sind an dem, ja, was ist denn da noch? Was steckt da dahinter? Mhm. Und das Ganze auf eine, ich würde jetzt mal sagen, recht humorvolle und leichte Art und Weise. Genau, sehr unterhaltsam, ja.
Wenn man sonst noch mehr über dich erfahren will, oder allenfalls auch mit dir möchte arbeiten, wo findet man Informationen zu dir und zu deinem Angebot? Meine Webseite ist lilasyoga.com, Leelas yoga.com. Dort sind alle meine Angebote drauf. Holy Embodied haben wir erwähnt. Ja. Ich mache noch einen anderen Podcast mittlerweile auf Englisch. Überall dabei. Er heisst Humans Decoded, ist mit der Kieran. Den können wir sicher auch irgendwo noch verlinken. Gern. Ja. Tja, Lila, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für das spannende Gespräch. Danke dir, Lukas. Ich habe mich gut amüsiert und ich finde es mega spannend, wo wir überall durchgekommen sind und was alles auftaucht ist. So, eben, aus dem Moment raus. Ja. Mega cool. Danke vielmals. Merci dir. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich freue mich über Rückmeldungen, über eure Erfahrungen und Hinweise auf mögliche weitere Gesprächspartnerinnen und Partner. Die Kontaktmöglichkeiten findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.